Ah, schau, läuft sogar schon, Mann. Nice. Das nimmt mich Wunder. Meine Katze. Am Waschen dort hinten. Ah ja. Schwöre, Mann. Noch meine Katze dort hinten. Genüsslich am Waschen. Oh, so gut, Mann. Ja, ja, das habe ich mir gedacht. So, jetzt ist mich nur mal Wunder, wie viele das da drin sind. Hauptsache, die Nachricht wird zur Überprüfung zurückgehalten. Haha, lul. Wird einfach zurückgehalten. Wieso immer? Scheint es ist haha und lul und so ist Schimpfwort. Schimpfwort. Warte mal, kann ich da auch dich als Dings machen? Mod. Moderatoren da. Alter. Ähm. Die Katze genüsslich am Chillen, ich schwöre immer. Das ist so ein Flasche manchmal, echt, die Katze. Keinen passenden Nutzer gefunden. Füge URL, aha. URL. YouTube. Malo. Du hast auch, du hast auch deinen Namen gewechselt, hä? Du musst immer noch deinen Altnamen eingeben, dass dein Channel kommt. Das ist noch witzig. Einfach Malo eingibst, kommt einfach nicht. Also beziehungsweise man findet es einfach nicht. So. Also jetzt solltest du Mod sein. Wenn es das gerade übernimmt. Die Katze genüsslich am Chillen, ja. Das ist wirklich so. Aber da sieht es immer noch. Sieht's immer noch. Ja, weil ja keine Sau da können aussprechen. Ah ja. Maloix. Aber läuft auch nichts da, hä? Auch nichts. Hauptsache Kategorie Gaming. Und ich habe eigentlich nicht da so Menschen Blog und so, aber egal. Da bin ich noch auf Ding besser dran gewesen, Mann. Auf Twitch. Ja, muss ich nicht verstehen. Check's auch nicht, wieso und warum dass es so kompliziert ist. Ja gut. Ja gut, woran hat es gelegen, ne? Aber eben kein Plan, wieso und warum. Dann habe ich meine Dings runtergenommen, mein Donation-Ziel auf 500 Bauteile für PC reingeschrieben. Ja, mal, es ist am Morgen um 1. Du weißt schon, die meisten, die bei mir drin sind, oder die meisten, die meine Videos schauen, das sind ein bisschen Jüngere, die wahrscheinlich morgen Schule haben und weiss ich was alles, gell. Ferienzeit ist auch vorbei. Aber auch, weißt du, eben so, eben, wenn du das schon mal gehabt, eben, weißt du, auch meine Videos und so, die werden ja auch nicht mehr so geklickt wie früher. Also, das hat schon ein bisschen abgegeben. Jesus, alter Hure, laut einfach. Das Video habe ich vor. Gehen wir in die Analyse rein da. Oder morgen arbeiten, ja, oder das kommt auch noch dazu. Das Video habe ich vor 6 Stunden aufgeladen und habe 9 Aufrufe drauf.
Durchschnittliche Wiedergabezeit ist zwar relativ hoch, ist echt spannend, aber ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich momentan fehlt mir irgendwie so ein Game, wo irgendwie so alle ein bisschen anspricht, wo alle ein bisschen feiern. GTA ist halt auch hure ausgelutscht Anfang, gell? Aber ich mache es einfach noch, weil ich Bock drauf habe. Need for Speed habe ich nicht mehr so extrem Bock. Habe ich es gesagt. Blackout incoming. Blackops, ja, ich schwöre, Mann. Dann gerade Story Game aufladen, streamen und weiss nicht was alles. Ich schwöre, Mann, musst schauen, wenn die Beta aufgeht, Beta und du streamen dort, ich schwöre, du hast Zuschauer en masse, glaub mir's. Ja gut, dann musst du mit dem Hype mitgehen. Ja, Fall Guys, kein Bock auf das Game. Aber es ist schon so. Ja, was meinst du mit dem Hype? Warzone ist schon eigentlich im Hype, weißt du? Also Hype, ja, nicht mehr so, aber es war auch schon gewesen. Ich weiß nicht, was ich muss machen. Eben, ja, das gestern zu Abend habe ich mit dem Timo, also gestern Nacht habe ich mit dem Timo hure lang über das Thema noch gelabert gehabt. Oder geschrieben gehabt, besser gesagt. Eben, ja, ich habe gesagt, mir geht es so eh nie um Kohle und alles drum und dran. Aber ich sage so, wenn du etwas daran verdienen kannst, ja, why not? Und die Spenden und so sind eigentlich auch, ich meine, niemand muss dir Geld geben oder so, aber es ist cool, wenn es jemand macht. Ja, nein, eben Fall Guys, Pummelparty, was mich noch recht erstaunt, ist, dass Just Chatting noch recht oft geklickt wird auf Twitch. Ja, einfach so das Labern, aber das würde ich einfach auch geil finden. Ohne Scheiß, ich würd so gerne einen Stream machen, einfach nur über ein Thema labern, so Meinungen mit so Leuten im Chat austauschen oder auch so über Discord, weißt du, so ein bisschen Diskussionen und so. Ich finde das auch so hure spannend auch. Es hat so ein bisschen Podcast-Style einfach hat, dass man noch ein Bild dazu hat, gell? Aber eben, wo ich noch war, ist, fuck, ich habe gerade den Vater verloren. Wo bin ich gewesen? Wegen dem Timo, wo ich mit ihm geschrieben habe. Eben, ich habe geschrieben, mir geht es in dieser Sache eh nie um Kohle oder so. Also eben, wenn du jetzt eben über Twitch so Donations und so erhaltest, bin ich natürlich mega dankbar dafür und auch Bits und so, ist auch geil, wenn du so Zeug bekommst, definitiv. Aber eigentlich so mein Ziel auf Twitch und so oder auch so auf YouTube ist gar nicht groß Geld verdienen, sondern einfach Leute zu erreichen mit so Videos und so. Das heißt, muss ich wieder Videos machen, dass du mehr hast zum Reagieren. Also reacten, lul. Schwöre, Mann. Wieso nicht? Wieso nicht? Eben, aber ich sage klar, es ist cool, wenn du etwas kannst verdienen kannst. Ich sage ja nicht, dass ich gar kein Geld möchte drüber oder dass ich gar kein Geld möchte verdienen oder einmal drüber. Ich sage mal, es ist ein cooler Nebeneffekt, definitiv. Und ich meine eben, niemand sagt, dass irgendwie Geld stinkt oder so, weißt du, was ich meine? Jeder sagt, ja, nehme ich gern. Und ist natürlich ein cooler Nebeneffekt, aber mir geht es hauptsächlich darum, einfach ein bisschen Leute zu erreichen. Leute, irgendwie, die vielleicht einen Scheiß-Tag haben, die irgendwie, weiß nicht was, positiv zu beeinflussen oder dass sie sagen so, hey, dieses Video hat mir heute irgendwie so den Tag, blöd gesagt, versüßt oder, ja, weißt du, was ich meine. Ist immer cool, wenn du mit deinem Hobby noch ein bisschen etwas verdienst. Das ist so. Definitiv. Definitiv. Das ist ja so, ja. Aber eben, mir geht es in erster Linie gar nicht darum. Sage ich immer wieder und das meine ich auch wirklich so. Viele Leute sagen es eben so, ja, ich mache das immer so Spaß und so. Und.
Aber die meisten machen es eben halt nur, weil sie wissen, ja, wenn du ein bisschen Reichweite hast, kannst du viel Cash verdienen und so. Aber scheiß drauf. Geld macht dich nicht glücklich, schlussendlich. Klar, es kann dir Sachen kaufen und es kann wie soll ich sagen, es kann gewisse Sachen passieren, dass du glücklich bist in dem Moment. Aber glücklich selber oder aufs Leben rausgesehen oder auf die Langzeit macht es dich nicht glücklich. Das ist ja so. Aber eben, jeder sieht es ein bisschen anders. Ich sehe es so. Wir haben das letzte Mal schon darüber gelabert, Malo, dass wir ja, also dass wenn ich jetzt zum Beispiel viel Kohle hätte, würde ich hure viel spenden einfach. Ja, es ist halt so, entweder machst du immer nur das Gleiche und die Leute feiern dich, weil du extrem gut bist in dem, oder du bringst halt Abwechslung und hast halt eine unterschiedliche Zuschauerzahl. Hat beides Vor- oder Nachteil. Ja, definitiv. Das ist ja so. Ja, wenn du natürlich viel, wenn du, sag jetzt mal, das ist halt so, du hast keine Lehre im Verkauf gemacht. Im Verkauf sagt man dem, es gibt Geschäfte, die haben ein breites Sortiment. Oder nein, warte, ein breites Sortiment, aber dafür nicht ein tiefes Sortiment. Und es gibt Verkaufsläden, die haben ein schmales Sortiment, aber ein tiefes Sortiment. Das ist eigentlich sehr vergleichbar. Ein breites Sortiment, aber du hast für alles etwas, aber es spricht nicht jeder an, oder beziehungsweise es kommen nicht alle. Und es gibt eben halt solche Läden, die ein schmales Sortiment haben. Also du hast nur etwas ähnlich oder von einer Branche und jeder spricht es aber an. Oder sagen wir so, die Leute kommen bewusst zu dir, weil du nur das hast. Und ich finde das halt ein bisschen schwierig bei mir. Klar, ich sage mal, ich habe jetzt nicht ein Game, wo ich absolut aber da kommen halt immer nur die gleichen. Das ist ja so, definitiv. Aber mir geht es ja nicht darum, dass ich mich irgendwie verstelle, gell? Auf YouTube oder so. Oder nur, weil ich weiß, okay, Fall Guys oder Stream is watching you. Ja, nice. Hallo Stream vom Timo. Ich bin nur am Testen, mal schauen, wie viele Leute das mir eigentlich zuschauen auf YouTube, wenn ich jetzt streamen würde, aber momentan nicht viel. Aber eben, ich meine, ich gebe mir jetzt nicht extra einfach, Alter, ich gebe mir jetzt nicht extra einfach Fall Guys, weil das im Hype ist oder so. Wir alle. Timo, ich bin gerade jetzt mit dem Malo drüber am Labern gewesen, wegen dem Dingens, wegen dem, wo wir gestern geschrieben haben, weißt du, wegen Geld verdienen auf YouTube und so Zeug und auf Twitch und so. Haben sie mal erzählt. Eben, es geht ja. Fuck, jetzt haben wir wieder den Fall verloren. Ja, eben. Aber ich gehe jetzt nicht einfach Fall Guys, weil ich weiss, okay, die Leute feiern das und dadurch erreiche ich mehr Leute. Finde aber das Game scheiße. Du bist abgehoben und geldgeil, ich weiss, ja. Sagst gerade du mehr, Timo. Sagst gerade du mehr. No comment zu deinem Kommentar. Nein, ich will dich da nicht in ein falsches Licht reindrücken, aber du bist schon geldgeil. Nein. Nein, aber es geht mir einfach um das, dass ich nicht so Bock habe, Games zu spielen, wo Leute das feiern. Klar, ich meine, ich mache ja auch Videos, wo ich Leute abstimmen, was ich so gamen. Aber ich tue Games vorschlagen, wo ich auch Bock drauf habe. Aber das bringt nicht, dass ich ein Game spiele, wo Leute sagen, ja, spiel das, weil das ist geil, ich möchte schauen, wie du das spielst, und andere spielen das auch gut und so. Geld ist immer gut. Ja, das ist so, definitiv. Geld ist essentiell für uns. Ohne Geld können wir nicht existieren, leider. So blöd wie es klingt. Aber in der heutigen Zeit ist es leider so. Ohne Geld kannst du nicht leben. Früher hat es so geheißen, früher hast du müssen überleben, das kannst du leben. Und heute musst du arbeiten, das kannst du leben. Ist eigentlich sehr traurig, aber es ist ja so. Nein, eben. Einfach nicht so Bock auf da. Einfach nicht so Bock. Willi. Salut.
Bist du vom Timo im Stream rübergekommen, oder was? Geile Sicht. Hilf mir auf... Was? Hilf mir auf was hast du keinen Bock? Bin auf Beinen. Ah, nice. Ich habe ja... Nein. Weißt du, wegen... Wir sind... Ich weiß jetzt nicht, ob du das richtig mitbekommst. Wir sind ja am Reden gewesen wegen Games, wo... Also der Maler geschrieben hat, es ist ja... Wenn du jetzt nur immer ein Game aufladen hast du eigentlich nicht so viele Zuschauer oder immer die gleichen. Und wenn du ja neue Zuschauer erreichen musst du etwas Neues machen. Du schlussendlich muss für dich passen, wo ich ein Raid bekommen habe von Maelo, hey auch ein paar gesagt, hey spiel mal was anderes oder so. Aber Digga, es ist mein Stream und wenn es jemandem nicht passt, dann soll er gehen. Ja. True Words. Definitiv. Hast verpasst, was ich gesagt. Wir sind darüber am Labern gewesen, eben halt Leute, wo Games oder wo Games spielen, wo eben gerade so gehypt sind, dass sie eben mehr Zuschauer können abgreifen können. Eben weißt du, zum Beispiel Fall Guys und so ist ja momentan voll im Hype. Das streamt ja praktisch jeder, wenn du auf Twitch gehst, schauen und so, hat das mehr Zuschauer als Warzone. Das ist brutal eigentlich. Das ist mir scheißegal, ob 50 Zuschauer oder 15 haben, ja. Zuerst musst du mal 15 Zuschauer haben. Abgehoben der Malo, ey. 50 oder 15. 115 läuft bei ihm schon gar nicht mehr, Ja, komm, lass Fall Guys streamen, hahaha. Oder sogar nur 3, 4 Scheiße auf eine Community, baust du nicht in 2 Streams auf. Ja, gut, das stimmt auch. Das ist es so. Das ist es so. Abgehoben. Ich finde es halt einfach krass, wie bei mir das YouTube sich eigentlich jetzt entwickelt hat, weil ich habe ja schnell habe ich 1000 Abonnenten gehabt. Und jetzt läuft es einfach nicht mehr. Also ich taumel immer etwas um 1140 Abos rum, glaube ich. So, komischerweise habe ich immer D-Abos und wieder Abos. Keine Ahnung, aber mir interessiert das auch gar nicht. Eben, ich habe jetzt meine 3 Let's Plays, die am Laufen sind. Und so wieder mich wieder in meinem eigenen Stream. Messi fürs RP Baby. Das kommt schon. Ja, du. Eben. Schlussendlich einfach jeder sein eigenes Ding machen. Ganz einfach. Entweder, wie es der Maler schon geschrieben hat, entweder passt es den Leuten oder es passt es halt nicht. Viel Bewerbung machen ist wichtig. Vielleicht auch mal einen geregelten Streamplan, dass du einfach einen Tag hast, wo an einem Abend streamst, dass die Leute auch wissen, an dem Abend streamt der Castle. Kannst du dann immer noch an anderen Tag streamen, aber einfach einen Tag haben, wo du streamst. Ja, ich habe mir schon ein bisschen drin gelesen, Streamplan, das ist so. Aber eben, das ist aber auch das, was ich im Timo gestern geschrieben habe, wegen RP. Also eben, ich meine, ich fühle es, dass der Timo das RP so geil findet, dass er es wirklich so fühlt und auch durchzieht. Aber ich muss wirklich Bock haben, dass ich das RP kann gamen. Also wenn ich merke, hey, ich habe gar keinen Bock drauf, dann schießt es mich an, weil ich weiss, ja, dann muss ich mit anderen Leuten labern. Dann nachher auf Hochdeutsch, dann nachher musst du das und das und dieses nicht machen und so. Und dann kackt mich einfach an und eben halt, also beziehungsweise schießt mich manchmal an. Und wenn ich jetzt aber mal eben so Warzone stream oder so, dann kannst du halt einfach da machen, was du willst. Also klar, du hast ein Ziel, du willst gewinnen und so, aber du kannst einfach da machen, was du willst und das ist halt eben geil. Das Einzige, was ein bisschen kacke ist das Ganze, dass das ist die Freiheit, die dir fehlt. Ja, definitiv, eben. Eben, das ist so, definitiv. Aber das Einzige, wo kacke ist einfach halt bei der PS streamen. Das finde ich halt einfach, also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, aber ich finde jetzt einfach vom PC streamen, wo du ein bisschen Zeug kannst einblenden, wo Donations, Bits und all den Kram einblenden, finde ich viel geiler und ich glaube, so die Leute feiern das mehr. Du willst das können machen in deinem Stream, wo der Wett ist, fühle ich. Ja.
Das ist so. Ja, weißt du, ich meine, was bringt dir das, wenn du eben. Du bist ja dann wie dir selber nicht treu, weißt du, was ich meine? Du machst das, was. Also du bist eigentlich nur eine Puppe. Oder weiß ich was. Ein Tier oder so, weißt du? Und die Leute sagen, mach das, mach das, mach da und da und da und du machst es, weil es dann nicht passt. Du bist ja dann eigentlich nur so eine hure Puppe. Einfach machen und drauf schießen und Spaß haben. Der Rest kommt von allein, ja. Das ist es. Definitiv. Das ist es so. Oder nie. Ja, ist so. Bring dir selber ja nichts, außer dass du 2 Zuschauer mehr hast. Und sich ja nicht. Ja, das ist so. Ja, eben, also. Ich sage mal so, es gibt eben, wenn es Leute gibt, wo wirklich auch geldgeil sind und wissen, hey, dort kann ich noch mehr Geld rausholen und so, ja, soll es halt das machen. Miss es nicht. Das ist eben so wie die Leute, die Fortnite wetten, Game und weiss ich was, Küssli schlaft gut und Messi hat gefegt wie die Gang. Ah, gefegt, nicht gefegt, gefegt. Hure Berndeutsch, Mann. Hey, Messi Timo, gell? Ähm, ja, das hure Fortnite. Also ich kann den Hype verstehen, wenn es Leute feiern, aber mir ist es absolut nicht. Und das ist auch wie Leute, die mir 100 Mal im Stream schreiben, darf ich mitgeben, darf ich mitgeben, darf ich mitgeben. Leute, die einfach verdammte Legastheniker sind und nicht den Titel können lesen, was drin steht, das geht mir auch so auf den Sack. Und dann nachher gibst du keine Antwort auf das, was sie schreiben. Dann sind sie pisst, weil du keine Antwort darauf gegeben hast. Und also, man hat ja auf TikTok kann ich mal ein Video posten, ja, aber schau mal vorbei, wenn es euch gefallen, doch folgen und so, dann könnt ihr auch dabei sein. Schreibt mir einfach eine, ja, sagst mal etwas geschrieben, du es nicht gelesen. Ja, sorry, ich kann ja nicht alles lesen, Mann. Und wenn du irgendwie so schreibst 100 Mal, ja, kann ich mitgeben, logisch lese ich nicht. Dann sage ich nur mein Zauberwort, cheesy Band weg und dann bist du weg. So einfach ist das. Ja, eben, manchmal muss ich es nicht verstehen. Geht einfach, manchmal halt einfach Halbschuhe. Dann erstellst du ein Panel mit Stream-Regeln. Das Problem ist aber, sie lesen sie ja eh nicht. Oder was jetzt auch geil wäre, also gibt es eine Funktion, wenn jetzt irgendwie einer spammt, wegen irgendeinem Scheiß oder immer das Gleiche schreibt, dass er automatisch ein Timeout bekommt? Gibt es das? Wo das Zeug drin schreibt, dann kann ich als Mod den Zuschauer mal dort verweisen, dass die Regeln lesen soll. Ah. Ja, eben. Ja, aber es ist, weißt, eben, es ist einfach mühsam, dass es Leute gibt, die es einfach nicht, was nicht checken. Ja. Klar, wenn es jetzt unbewusst ist oder so, dann verstehe ich sie ja auch. Ich meine, eben das erste Mal, das zweite Mal kann ich sie ja verstehen. Ja, das kannst du beim Nightbot oder Chatbot einstellen. Okay, da muss ich mal in dem Fall schauen. Eben, ich kann es verstehen, aber ich habe jetzt gerade zum Beispiel einen auf dem Ticker momentan, also gerade heute, wo im Warzone-Stream 100 Mal reingeschrieben hat am Mittag. Ja, kann ich mitgeben, habe ich gesagt, habe ich gesagt, schau, was drin steht im Titel. Er hat es gelesen, 10 Minuten später, ja gehört, du machst jetzt Duos. Nein, habe ich nicht gesagt, ich habe 100 Mal Zeug reingespammt, bla 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 bla. Womöglich auch bei Streamlabs selber. Ja gut, ich streame bei OBS, nicht Streamlabs. Müsste ich mal gucken. Außer bei OBS gibt es das auch, ich denke es nicht. Ja. Das ist alles verdammt Geschmäus manchmal, ich sag das also. Aber eben so, ich finde es gerade, wir sollten wirklich mal so Talks machen, man. So Zeug fühle ich hure. Jetzt eben alleine labern ist natürlich nicht so geil, weil ich bin halt alleine der mit mir selber eigentlich so redet oder einfach ins Mikrofon labert und der Malo einfach schreibt. Aber es gibt einfach so Themen, sei es jetzt YouTube oder auch andere Themen, wo ich einfach halt so Podcast-Style-mäßig eigentlich hure fühlen, wenn wir das machen, so ein bisschen labern in einem Stream und so. Wäre noch nice eigentlich.
Meine Finger am brennen, ja eben. Nicht, dass du nachher Stummelfinger hast, Malu, ey. Sind dann noch deine COD-Skills beeinträchtigt, ey? Das wollen wir nicht. Ja, ja, hey, aber 4 Zuschauer, hä? Wir haben uns gestiegen. Suva incoming. Ich kann das Kabel nicht, ich kann die Leitung nicht reinziehen, meine Finger sind stummelig. Ja, wieso ist das passiert? Ich habe jetzt fest auf die Tastatur rumgetippt, ey. Ja, du musst es so schauen, es ist ein gutes 10-Fingersystem-Training. Ja, das wär noch eine coole Idee für einen Stream, so eine Talk-Runde. Arena, oder wie heißt das die Schweizer Sendung? Weiß es gar nicht. SRF Arena, mal, oder so etwas heisst doch der Scheiß, weiß es gar nicht. Kassensturz. Ich schreibe immer noch in Vogelperspektive. Hast du kein Zusammenfingersystem? Also ich kann es auch nicht. Bei mir ist so ein Mischmasch. Ich kann es halbwegs, aber auch nicht komplett. Ah, genau, machen wir Arena. Genau, wirklich. Es wäre nice. Ja, ich schon mal so einen Podcast machen. An und dazu mal mit einem Kollegen noch zusammen. Ist aber auch nie etwas daraus geworden. Nein, kann ich nicht. 10-Fingersystem. Da wird ja eigentlich in der Schule beigebracht, aber ich habe es auch nicht können. Wieso ist eigentlich da immer noch Kategorie Gaming drin? Ich habe da eigentlich Block Menschen speichern. Jetzt hat es geändert. So. Eben, ja, ich habe schon mal bei uns nicht, außer wir hat es als Zusatzfach Informatik noch. Okay, speziell. Also ich weiß nicht, ich bin in der Oberstufe bin ich zwischen der Real und nachher in die Sek aufgegangen. In der ersten, zweiten Real habe ich Informatik habe ich drin gehabt. Nicht als Zusatzfach. Das war fix bei uns drin, um das 10-Fingersystem zu lernen. Ist doch witzig eigentlich. Da hat man das gelernt, aber ich war dort schon faul gewesen, für Zusatzfach. Da bin ich lieber heim gamen. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß aber mehr, zweite Real, das ist ja so in der Realschule bei uns, ich weiß nicht, wie es heute ist oder wie es früher war, je nach Kanton oder je nach Bezirk wahrscheinlich anders sein. Du hast bei uns so können, ab nach dem ersten Realjahr hast du können sagen, willst du weiterhin Französisch können oder willst du weiter Französisch lernen oder aufhören und nur Englisch? Und ich habe gesagt, ich will nur noch Englisch. MW3 war Leben gewesen. Ey, ich schwöre, Mann. Ich schwöre. Wobei MW3 ist 2011 rausgekommen, oder nicht? 2011 ist MW3 rausgekommen, oder? Oder 2012? Nein, 2012, da bin ich ja gar nicht mehr, da bin ich in der dritten Oberstufe gewesen, glaube ich. Warte, 2014 bin ich aus der, nein, 2011 bin ich aus der Lehre gekommen. Aus der Schule gekommen, meine ich. Oder 2012? 2012 bin ich aus der Lehre, aus der Schule gekommen. Gott, verdammt. Aus der Schule gekommen, 2011. 2011 war es. Okay. Ja, okay, in dem Fall, dann bin ich aus der Schule gekommen. 2011, das kann sein, 9 Jahre, kann sein. 16 bist du etwa, wo du rauskommst. Ja, voll, da kommt her. Alter, ey. Vor 10 Jahren bin ich aus der Schule rausgekommen, man, die Vorstellung jetzt. Nicht normal. Nicht normal. Ja, MW2, MW3 war beides Leben gewesen. Ja, safe, safe. MW3, oh Gott. Wann hast du Geburtstag? Am 16.06. Juni. Immer Juni-Kind gewesen. Ziemlich in der Mitte vom Jahr habe ich Geburtstag. Eigentlich nur einfach. Ja, MW3, 3 Monate. Was 3 Monate?
Hey, was 3 Monate? Jetzt check ich es gar nicht. Wann hast du Geburtstag? 16.06. 3 Monate. Also vor 3 Monaten habe ich gehabt, ja. Aber jetzt bin ich gerade. Jetzt hast du mich gerade wieder. Du bist 3 Monate älter als ich. Aha, so meinst du. Also hast du jetzt einfach einmal Geburtstag, Septemberkind. Wenn ich raten darf. Du hast schon gehabt, was sagst du mir nicht? Am ersten, du hast vor 2 Tagen Geburtstag gehabt, du sagst mir nicht, hey Malu, alles Gute. Nachträglich. Tut mir leid, ich habe es nicht gewusst. Ich schreibe es mir in den Kalender nachher rein. Hey, aber Kuss geht raus. Alles Gute noch nachträglich. Du bist so ein Globby, ey. Also echt, sagst mir einfach nicht, dass du Geburtstag gehabt hast. Wegen dem habe ich gefragt, ja, das weiss ich doch nicht. Du kannst auch schon mal frei nehmen. Malo. Geburi schreibe ich rein. Extra. Ganztägig. So ein Siech, Mann. Sagt mir einfach nichts. Wenn du mal wieder streamst, hau ich eine Spende raus für dich, Mann. So als nachträgliches Geburtstagsgeschenk. So eine Löli, ey. Sagt mir einfach nichts. Weißt du, vor 2 Tagen habe ich doch noch gestreamt, oder nicht? Oder haben wir dort nicht? Vor 2 Tagen, das war ja der Montag, oder nicht? Dienstag war das. Später. Dort habe ich ja noch Dings noch gehabt, Mann. Ah nein, gerade dann habe ich nicht gestreamt. Aber am 2. Hey, du bist mir einer, Malo, Mann. Du bist mir einer. Sagt mir einfach nichts. Ja, an meinem Geburtstag hast du gestreamt. Nein, ja, also Twitch nicht. Am 31. habe ich gesetzt und am 2. habe ich noch. Scheint's. Also laut der Videoproduktion, die ich drin habe. Aber sagt mir einfach nichts. Jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht, Malo. Nein. Das sage ich, ey, nochmal alles Gute nachträglich, gell? So einer ist er, Mann. Können wir auch mal so eine Talkrunde machen, Leute, die ihren Geburtstag nicht sagen. Je, Mann. Ja, MW3, ja, 2011. Oh, jetzt kommt mir da gerade ein geiles Video sehen, Malo. Jetzt kommt mir also gerade ein geiles Video sehen, warte, jetzt muss ich das mal so machen da. Das ist jetzt ein bisschen ein Seich, weil ich da... Aber was ich noch richtig finde, sind deine Vlogs. Meine Vlogs. Ikea auseinandernehmen, oder was? Also auseinandernehmen, Mensch, oder was? Ja, mal Nostalgie. Du solltest eigentlich schon wissen, in welche Richtung das es geht. Und zwar, weil das ist jetzt ein Video. Ah, geil, hat es mir einfach abgemeldet da. So, ich sehe da bei mir in eigenen Stream rein, das ist das Zeug rein. So. Huch. Also, warte jetzt. So, meine Facecam wieder kleiner machen. Klatsch mich jetzt einfach mal gescheit unten in die Ecke rein. So. So. Und zwar. Alter, saulaut, Mann. Und zwar. Da. Oh, ups. Hey, hell! Hey, erstmal groß Dankeschön, dass du das Video eingeschaltet hast und bekommen hast. Also Leute, es tut mir wirklich leid, aber ich muss nicht heute leider etwas bei. Denn das neue Call of Duty ist rausgekommen und ich bin gerade in Zürich von meinem Mitbewohner, weil er den größeren Fernseher hat und wir wollen heute die ganze Nacht durchzocken. Also kommen wir mal gleich zur ersten Frage. Hey, ja! Sag mal, stimmt das mit Mario eigentlich wirklich? Der wurde laut. Mario? Naja,
letzte Folge gesehen hat, weiß, Mario? dass sie eventuell ein Sohn auf der Mario heißt. Bist du mein Vater? Und seitdem der YouTuber UC2 seine Frage gepostet hat, geht Mario mir einfach nicht aus dem Kopf. Mario? Aber um mal die Frage zu beantworten, ja, es ist eine wahre Geschichte. Denn ich persönlich würde mich über solche Themen nicht lustig machen. Mario? Ja, natürlich war es etwas übertrieben dargestellt. Aber das mit der Xbox stimmt wirklich. Denn mein Hass auf die Xbox ist nicht unbegründet. An alle Xboxer draußen, ich war einer von euch. Aber durch die Xbox habe ich mir mein eigenes Grab geschaut. Denn durch sie habe ich die Liebe meines Lebens verloren. Und das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Die nächste Frage, die echt oft gut gestellt wurde, war: Hey, ja, was hast du eigentlich gemacht, wo Call of Duty rausgekommen ist? Ja, wo steckst du, Mann, Alter? Leon und ich machen uns schon Sorgen. Hey, Kevin, ich spiele gerade MW3, die Map New York. Und ich bin noch gerade in einem Hotelzimmer in New York. In New York? Ja, ich bin extra von Los Angeles rübergeflogen, um das Spiel 3 Stunden früher zu spielen als ihr. Die Leute, die bei Facebook geliked haben, wissen... Weißt du, das Traurige ist schon noch, man kann es wirklich zutrauen, dass er so etwas gemacht hat. Vielleicht was passiert. Da ich mich zurzeit in Los Angeles befinde, liege ich 9 Stunden in der Deutschland zurück. New York City allerdings liegt nur 6 Stunden zurück. Also habe ich mir einfach mal von der Uni 1-2 Tage freigenommen, bin nach New York geflogen, um das Spiel 3 Stunden früher zu spielen. Alter, wenn du wirklich New York bist, Mann. Wie spät ist denn das jetzt bei dir? 1:30 Uhr morgens. Oh mein Gott. Er ist wirklich in New York. Alter. Ja, ich weiß, die Hälfte hat es in Deutschland schon am Donnerstag. Ich verstehe nicht, warum die Leute Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten nennen, wenn man das Spiel nicht mal ein paar Tage vorbekommt. Und ich habe in Amerika wirklich alles versucht, vom Verführen bis Bestechen bis Bedrohen. Naja, das mit dem Bedrohen war allerdings nicht so eine gute Idee, da ich dann doch ein paar Probleme mit der Polizei bekommen habe. Aber keine Sorge, Jungs, ist alles geklärt und ich habe die Nacht auch heil überstanden. So, bevor wir zum heißen Stuhl kommen, natürlich noch die letzte Frage. Hey, ja, wer hat denn jetzt den Hey R Award gewonnen? Zum Hey R Award, ich will auch einfach die Abstimmung noch ein bisschen länger laufen lassen, aber es ist eigentlich schon ziemlich klar, wer es gewonnen hat. Weißt du, also die Hintergrundmusik von diesen Videos immer noch das. Da hat er bei Dings gemacht, bei GarageBand auf dem Mac oder einfach bei Apple. Weil das sind so die Basics, die er genommen hat. Einfach. Aber er hat es super geil fertig gebracht. War einfach schon die Musik. Du weißt gerade, Alberto hat das gebraucht, man. Bleibt einfach auf dem Laufenden und guckt ab und zu auf dem Hamburger Kanal. Die Auflösung wird dabei hochgeladen. Guti, ich würde sagen, dann kommen wir zum heißen Stuhl. Seid ihr bereit? Ja! Hey, ja, wenn dein rechter Daumen links ist, wo ist dann dein linker Daumen? Auch rechts? Hey, ja, wieso komme ich eigentlich nie dran? Ich weiß es nicht. Hey, ja, warum steckst du Hühnerknochen in deine Hose? Lange Geschichte. Hey, ja, warum heißt du Stars nicht du Stich? Hey, Leute, das ist doch mal eine coole Frage. Hey, ja, kann das sein, dass ich gestern meinen Xbox-Controller bei dir vergessen habe? Nächste Frage. Hey, ja, bist du als Baby mal vom Wickeltisch gefallen? Wieso? Hey, ja, hast du schon alle Dragon Balls gefunden? Nein, aber ich bin im zweiten Prestige bei Call of Duty. Hey, ja, wo kann Schimmel? Was kannst du? Ich bin ganz gut mit der AK. Hey, ja, geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in den See steht? Nein. Hey, ja, schneidest du dein Dinnerfleisch auch schweißfrei? Geht so. Hey, ja, Ringel, Ringel, Rotze, Finger an der? Was ist denn los mit euch, Mann? Hey, ja, liebst du Kali? Soll ich sagen, also... Ah, ja. Ay, Kali, Mann, hat er so gefeiert. Lass mich in Ruhe! Hey, ja. Mario ist nicht hier. Mario? Er hat ihm einfach geschrieben, oder was? Oh Mann, ey. Ah, geil, Samsung-Werbung. Mediamarkt, mega. Ah, Mediamarkt. Hat er links gesehen? Moment. Was ist denn da für ein Link? Was ist denn das? Was ist denn das? So. Ah, es hat es abgeschnitten. Oder was? Ah, wie heißt's? Hamburger Hänger. Sitcom. Schlechte Sitcom. Welche? Schlechte Sitcom 1. Der Marias Beef. Rivella. Oder was? Auf kurze Marias Touren daheim und auf ganz lange. Hey Leute, wenn man die Schüssel
darf trocknen. Oder etwa nicht? One out. Alter, ey. Man! Was geht ab, ja? Ich weiß nicht, denn. Wasserfarbe? Hey, Joel. Was los denn? Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben, ja? Na klar denn. Ich erinnere mich noch dran, als ob es erst gestern gewesen wäre. Da vielleicht, weil es erst gestern war. Alter. What the fuck, Alter? What the fuck? Alter. Nein, so war das nicht, ja? Denk doch mal nach, ja. Okay denn. Alter. Oh Mann, das war echt ein erstes Treffen, was ich gewaschen hatte. Unnötig. Was ich gewaschen habe. Alter. Hey, Joel. Was los denn? Ich nehme einen von den Süßigkeiten, okay, ja? Oh, warte, nicht so schnell denn. Was denn los, ja? Nix, du sollst es nur nicht so schnell machen. Hey Jungs, Als ob. Warte schon. Als ob jemand reinkommt und einfach zuerst so. Alter, what the fuck? Hey, Joel. Was los denn? Du solltest die Polizei rufen, ja? Wieso denn? Weil es verboten ist, so verdammt gut auszusehen. Der Anmachspruch. bevor du die Polizei rufst, sollst du erstmal diesen Brief hier lesen. Naja, hoch bekommen wir doch wohl den Fall. Hey, aber besser Hochwutanfall als Durchfall. Mann, ey. Hey, ich habe gute Nachrichten für dich, ja? Wow, ich wusste gar nicht, dass der ZDF die Nachricht noch per Post versendet. Nein, ja? Hier steht, dass Maria sich gerne mit dir treffen will. Wow, das ist ja cool, Dan. Ich habe auch eine gute Nachricht für dich, Dan. Was denn, ja? Ja, das war doch nicht dein Handtuch, in das ich gestern reinge... Ah, mein Kopf. Alles okay, Magda? Ja, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen von gestern der Party. Oh Mann, diese Kids von heute. Das Leben von denen dreht sich nur um Party, Sex und Alkohol. Und natürlich um Drogen. Alle hab ich mit Drogen nichts am Hut. Hast du mit diesem weißen Zeug aufgehört, Dan? Naja, ich hab davon die Nase gestrichen voll. Hey, nein, Mann. Oh Gott, das Logo noch, wie es aussieht, Mann. Alter, 2010, Mann. Ja, aber das ist auf Alberto oben. Also bei Alberto San ist das drauf. Aber krass. Ja, ich habe noch nie gesehen, die Videos. Heftig, aber scheiße, Mann, wie sich, weißt du, wie sich verändert hat innerhalb von 10 Jahren, Mann. Ja, von einem Jahr, Mann. Alter. Hey Alberto, lade mal wieder die anderen schlechten Sitcom-Folgen-Videos hoch, bitte. Vor allem das mit Flying Uwe, bitte. Ja, auf dem Alberto Hänger, auf dem Hänger-Kanal hat er noch die 5 Arten von Zocker gemacht. Ah, ja, die habe ich dann wiederum gesehen, ey. Die sind noch witzig. Die sind wirklich noch geil, ey. Oh Mann, ey. Ah, das ist einfach schade, Mann, dass er wirklich eigentlich nicht mehr so in dem Content-Stil aufladet. Sondern hat, ja, Sportvideos halt. Okay, ja, es kann sein, dass das wird so noch gut angeschaut, he? Also für seine Verhältnisse. Wobei, wir müssen mal schauen. Okay, Ghetto-Tipps. Ja gut, von einem Jahr hat er das halt aufgeladen. Aber ich weiss auch, wo das Hey Al Video, was das erste so nach dem Comeback da, ist das da gewesen. Das ist abgegangen, wie weiss ich was, Mann. 1 Million Aufrufe, wie viel jetzt genau? Ja, fast 1,1 Millionen, ey. Schon krass. Da habe ich auch gesehen, da, wo der Montana Black, einfach Werbung, wo der Montana Black auch noch schaut bei ihm. Das habe ich auch gesehen. Ja, das ist schon noch krass, Mann. Das ist schon noch krass.
Ah. Hast du das neue Video gesehen? Also er macht jetzt auf dem Hamburger Hängerkanal immer noch die 5 Arten von Zocken, oder was? Oder bin ich jetzt lost wieder mal? Aber wir haben nur Sport, aber ein bisschen auf lustig gemacht. Ah, okay. Ja, ich habe noch nie so ein Video angeschaut von Sport. Aber 5 Arten. Das Geilste, was ich gesehen habe, ist echt das. Ja, das ist glaube ich das, was ich gesehen habe. Nein, Leute, mal Spaß beiseite. Heute geht es um was Ernstes. Und zwar um die 5 Phasen eines Zockers. Es ist wirklich sehr wichtig, dass ihr jetzt genau aufpasst, okay? Phase 1. Die Begeisterung. Alter, Jungs, das Spiel ist ja wirklich genauso cool, wie ihr es gesagt habt, Mann. Ich glaube, ich werde heute mal ein bisschen länger zocken. Ist natürlich klar, Mann. Wenn dein bester Kumpel das Spiel zockt, naja, dann willst du auf jeden Fall auch zocken. Das führt dich aber auch schnell zu Phase 2. Die Sucht fängt an. Du zockst ja immer noch. Ja, Ich dachte, wir machen halt noch was zusammen. ja, ich weiß nicht, kann ich heute nicht mal einen Tag durchzocken. Ich mache das ja sonst auch nicht so oft. Nur heute. Auf jeden Fall nur heute. Okay. Ja, sagen wir es so, du merkst langsam, dass das Spiel dir deutlich mehr Spaß macht als deine Freundin. Vielleicht wird es auch die ersten Mal... Ja, das ist nicht das, was ich meine. Das führt dich da ganz schnell zu Phase 3. Lügen. Ja, Schatz. Hauptsache da. Ich kann heute nicht zu deinem Geburtstag. 8.11.2011. So gut. Ich glaube, ich lege mich heute mal hin und schlafe ein bisschen, ja? Okay, Schatz. Ciao. Naja, aber wie sagt man noch so schön, Lügen haben kurze Beine. Und das führt dich dann zu Phase 4. Beziehungsabbruch. Ey, weißt du was? Es reicht. Ich mach Schluss. Es ist aus. Na und? Ich brauche dich nicht. Alles, was ich brauche, ist meine Toyota. Ich habe so viel mehr Power als du. What? Ja, und jetzt kommt die Phase. Alles, was ich brauche, ist meine Predator. Ja, Die hat jetzt bist eh du mehr noch am Power Zocken. als du. Und bist auch Alter. dabei langsam dein Leben What zu a roast. versauern. What a Und das ist roast. Phase 5. Die Kontrolle ist verloren. Was? Ich bin gefeuert? Das heißt, ich kann nicht mehr zur Arbeit kommen. Das heißt, ich habe jetzt quasi den ganzen Tag Zeit zum Zocken. Danke. Weißt du, warum ich dieses Video mache? Danke. Du sollst dich selber fragen. In welcher Phase bist du? So eine Mischung aus. So eine Ich weiß ja nicht, in welcher Phase ich bin, aber ich bin Prestige 8. Ich bin so in, wenn ich mir das überlege, ich bin in einer Phase 5. Safe, weil ich habe keinen Job gerade. Und Eis. Also gut, meine Freundin sagt ja zum Glück nie, etwas soll nicht zocken. Also ich versuche immer so das Gleichgewicht zu machen. Ich zocke nicht so viel. Aber dann wieder, wenn ich kann, dann tue ich schon. Ah, da ist es gewesen. Das ist so ein geiles Video. Das ist so ein geiles Video, Mann. Heute ist mal wieder Zeit für was Ernstes. Und zwar eine Situation, in der jeder Call of Duty Spieler schon mal war. Und zwar der letzte Überlebende. Es gibt wieder viele verschiedene Arten. Zum Beispiel Art Nummer 1 ist der Angsthase. Safe, beim ersten Mal war es so gewesen. Der Angsthase ist komplett mit der Gesamtsituation überfordert. Ehrenfrau. Er hat sogar Ja, so schon noch, gesagt, ja. Dass er abhaut. Meistens macht er sogar die Playstation aus, geht offline und kommt noch ein paar Tage nicht mehr online und versucht das Thema totzuschweigen. Einfach nur, weil er ganz genau, dass alle Leute ihn genau zuschauen, wenn er der letzte Überlebende ist und er einfach nicht versagen will. Ist auf jeden Fall hart. Art Nummer 2. Der Pechvogel. Kein Problem, zeigen wir den Leuten mal, wo der Hammer hängt. Kommst du wieder zum Abendessen? Mama, nein, ich kann jetzt nicht. Nein, du Mama, kommst nein, nicht. ich muss auf jeden Fall jetzt Ja, spielen. Mama, die Leute... Ich wollte jetzt mal zusammen mit der Familie Nudeln essen. Ey, Leute, warte, sorry, schon mein Handy hat geklingelt, meine Mutter ist rein. Ey, nein, und... Malu, so ist es bei mir immer in Warzone, wenn ich umgeschossen werde.
Immer. Das ist keine Lüge, das ist Tatsache. Naja, der Genau Pech das. auf jeden Fall ab. Telefon, Er ist ein guter Spieler und hätte die Freundin, komplett unter Kontrolle. Katz, Aber alles genau kommt. in dem Moment, wo er allein ist, kommen irgendwelche Und ich nur noch da komischen so Zufälle, mit das Telefon klingelt oder 6 irgendwas, Cent was am sie Handeln. Das können die anderen natürlich nicht hören, weil sie nur die Leute hören können, die auch schon tot sind und die sich jetzt gerade über das Spielverhalten unterhalten. Das heißt, er hat keine Beweise, die er an den Tag legen kann. Und dann denken die Leute auf jeden Fall, dass er voll der Noob ist, aber dabei hat er einfach nur gerade Pech gehabt. Ich glaube dir aufs Ist auf Wort. jeden Fall klar zu sein. Art Nummer 3. Der nervöse Glückspilz. Oh mein Gott, was soll ich jetzt tun? Alle verlassen sich auf mich. Oh mein Gott, oh mein Gott, nein, oh mein Gott, nein. Und so jetzt aussehen, wenn sie erst mal Solo sie geholt haben. Ja, das war alles geplant. Der nervöse Glückspilz ist eine Stufe unter den Angsthasen. Er hat einfach so viel Angst und ist so nervös, dass er komplett nichts mehr unter Kontrolle hat. Der Controller fällt runter, er rutscht aus, drückt auf X, ganz komisch, nachladen auf Viereck, drückt dann auf R1, schießt den Gegner ab und wird in der Lobby komplett gefeiert. Obwohl er einfach gar nichts gemacht hat und einfach nur mit gut Glück durch die Map gestolpert ist. Aber gefeiert wird er trotzdem. Keiner kann Beweise an den Tag legen, dass er nicht gewusst hat, was er tat. Auch angenehm. Kommen wir zur nächsten. Auch angenehm. Die Rampensau. Naja, die Rampensau ist schon eigenartig. Sie ist das ganze Spiel über unkonzentriert und vollkommen lustlos. So stelle ich mir die Idee von Malo. Sie sind voll konzentriert. Versuchen weil uns sie zu genau wissen, stören. dass die Leute zuschauen und sie einfach nur wollen, dass alle dazu sagen, hey, das hast du gut gemacht, du bist voll der krasse Spieler. Am besten wollen sie doch, dass die Leute dann das noch allen den Freunden weitererzählen. Es geht nicht gar nicht darum, dass sie gut spielen, nur die anderen sollen denken, dass sie gut spielen. Auch okay. Kommen wir nun zur letzten Art. Der emotionslose Zocker. Naja, der emotionslose Zocker hat eigentlich gar keine Nervosität. Er spielt immer gleich. Ob das der größte CW ist, ob ihm gerade 10 Leute zuschauen, ob es gerade um 100.000 Euro geben würde. Er ist immer komplett gleich. Oh, der Helikopter. Es kratzt ihn nichts. Ob das gut oder schlecht ist, weiß keiner. Auf jeden Fall spielt er konstant gleich. Du fragst dich, warum ich das Video mache? Ah, es kommt die Melodie, Mann. Sollst du lieber eins fragen? Dun, 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 Was für eine Art von Netz aber nicht nutzt. Ist das nicht von Black Ops 1 Zombie? Alter, das ist meine Cap. Ist es nicht von Black Ops 1? Suchen uns ein schönes Leben. Ja. Oder eben Dings Hardcore, Mann. Oh ja, es geliebt. Ist nicht Black Ops 1 Zombie Melodie gewesen? Ah nein, das geht so. Aber es klingt hure ähnlich. Es klingt hure ähnlich. Bei Black Ops 1 war der Multiplayer einfach eine Legende gewesen, Mann. Genau der meine ich. Fünffach gegen Ah, Schmerzen. ah. Voltaren Dolo Forte. Voltaren Dolo Forte. Ja, die Scheiß-Melodie ist schon mega lang gesucht. Ja, ich kann es dir nicht sagen, wie die andere Melodie heisst. Aber sie tun so wie von Zombie ähnlich. Hat MW3 für eine Melodie gehabt? Da weiß ich nicht einmal mehr. Ah! Ja. Das war auch hure geil, Mann. Ja, Melodien haben sie können bei den alten CODs. Ja, das war natürlich einfach das gewesen. Ja, Nostalgie pur, definitiv, Mann. Definitiv. Black Ops 2 weiß ich auch noch. Habe ich auch noch Gamer gehabt. Dort habe ich, es hat das Black Ops 2 Lied gegeben,
hat das schon wieder geheißen? Bei einer Mission. Der hat so einen geilen Bass gehabt. Irgendwie okay hat das geheißen, echt, oder so. Ist das? Nein, das ist einfach der Dings. Ah, da. I'ma try it out. Ja. Kalk schadet Genau Ihrer da. Spülmaschine. Kalk. Schluss damit. Der neue Keine gefangen, Kameraden. Das hat auch immer Alberto gesagt. Maschinenreiniger. Alter. Top-Produkt zum Megapreis. Dyson V11, geil. Ich weiss so, in meinem Alpha mit meinem fetten Subwoofer, Mann, das ist so abgegangen, das Lied. Weil der hat so einen übertriebenen Bass. Ich schwöre im Fall, ich hatte das Gloss gehabt, aber es ist einfach der Beat gehört. Ist das nicht ein bisschen Trap-Style, oder? Lyrics. I'ma try it out. Okay. Oh Mann. Ja, Mann, früher haben sie so noch richtig Mühe gegeben mit so Zeug, Mann. Das ist auch ein geiles Lied. Ja, ja. So. Eigentlich kann ich von einer Stunde schon pennen. Wir haben für Zeit, 2 haben wir jetzt, hä? Jetzt habe ich da nochmal, wie lange habe ich so nochmal gestreamt? Ja, fast eine Stunde. Das langt. 17 Minuten durchschnittliche Wiedergabeszeit. Ey, das haut mir jetzt gerade meine Playtime auf. Nice. Da geht, glaube ich, alles trainieren. Danke, Malu. Ich lasse dann einfach mal einen Stream laufen und tue einfach meinen Laptop dran, wo ein Dings einfach schaut und dann haut es das ein bisschen auf. Das mache ich so, das ist doch eine gute Idee. Ich glaube, ich kann es nicht aus. YouTube hat einen üblen Delay drin. Wenn ich etwas sage, kommt das irgendwie hure spät bei dir irgendwie. Oder, also ich glaube nicht, dass du so easy irgendwie so lange brauchst zum Tippen. Darum habe ich das Gefühl, es hat einen rechten Delay. Aber egal. Nächstes Mal geht es weiter auf Twitch. Besser. Ja, also, Malo, merci vielmals, dass du aufgeblieben bist so lange mit mir und da ein bisschen in Nostalgie geschwoben hast. Finde ich doch gut, dass wir es ein bisschen geniessen können. 10 Sekunden, lol. YouTube beste. Aber eben, merci auch fürs Zugucken. Ich kann Alberto schauen, die Legende. Und ja. Gleich mal wieder in Warzone. Und ich glaube, das Video lohnt, ich glaube es so. Weil dort haben wir so am Anfang so einen schönen Real Talk gehabt. Lohnt ich drin. Geht auch ein bisschen mehr zu. Durchschnittliche Wiedergabeszeit ist doch auch gut. Kein Problem, Bro. Nice gewesen. Und ich schaue, dass ich wieder mal ein Video auflade, wo du darauf kannst reacten auf ihrem Bruderbasis. Safe. Bin ich gerade am Start, wenn du das machst. Kein Ding. Im Timos das Video muss ich auch noch anschauen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Dann muss ich es anders mal machen. Dann aber schauen wir noch an. Aber ja, würde ich machen. Würde ich machen bei dir. Weil schneiden kannst. Und gamen kannst du aber leider auch noch. Leider zu gut. Darum, bei dir gibt es eben nur Qualitäts-Gameplay, das ist eben noch heftig. Ja. Hey, also, hallo, merci auch und ich wünsche dir ein gutes Nächtli und man hört sich und ja, da will ich mal sagen, bis gleich, eure Castle D. Hey,
Ciao, ciao.